Im Herzen. Ja, der kam richtig tief aus dem Herzen. So, wie? Na, B, Seilraucher. A, T. Sie ist im Bad. Ah, der Sanity ist gerade um 20 gedroppt. Wir haben aber nur immer 36. Wallek! Oh. Was war? Schafker des Lebens. Ich hasse Spiel. Ich hasse Spiel so stark, ich sag's nicht, wie es ist. Wir haben das Licht jetzt andraht. Chat, ich bin von dem Spiel komplett gemeinfuckt. Ich bin gebrochen. Ich bin geistig komplett zerstört. Ich bin kaputt einfach. Es ist so einfach, so fucking einfach. Ich renn da 45.000 Mal gefühlt vorbei und komm nicht auf die, den scheiß Anker da um mit zum Schießen. Ich bin einfach, das Spiel, das hackst mir auf. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Es hackst mir nicht körperlich auf. Aber geistig bin ich ein ganz anderer Mensch nach dem Spiel. 100%ig, das schwöre ich Ihnen. Eigentlich müssen jetzt bald einmal die Weißen mit, also mal die Leute mit den weißen Turnschuhen, die warten jetzt dann schon langsam einmal angebracht. Ich bin ja gespannt, wie das mal wird, wenn ich dann wieder in die Arbeit gehe. Kannst du jetzt einfach verrecken, du Arschloch, du Grintix? Du gehst mir auf den Sack, Mann. Well done, Lord. Thy deeds shall be met with failure, just as I. Ja, stirb endlich. Schau der Twirmer von unten da, oder von oben, oder von alle Seiten, von mir aus auch von drinnen, aber können wir ja nicht mehr gegen Quere, ohne Witz. Ja, was haben wir jetzt da? Wir müssen da eh noch was finden und ich finde nichts. Also gibt's wahrscheinlich nichts. Also das ist wahrscheinlich jetzt nicht logisch, aber... Don't come whining about pure Pokémon and other trivial junk like that. Don't waste your time coming to our headquarter in Waystone. Ja, sagt man's natürlich in der Apotheke, du Schupferbrunst, du Seitenbläde. Es darf erst recht noch in Zeitung schreiben, dass er ja wirklich überhaupt keine Polizei und nichts hinterhergibt. Mein Gott, hey. Manchmal musst du echt fragen. So, ich kann Horrorfilme schauen, ist überhaupt kein Thema. Da bin ich richtig standhaft dagegen. Da tut's bei weitem nicht so viel. Aber Spiele, ich weiß auch nicht. Das ist, ich glaube, ich spiele so das Genre einfach so auf der Zeit. Deswegen bin ich da ein wenig empfindlich noch. Ja, wer weiß, was sind diesen noch für Schandfahrt einfach. Ja, okay, ich gehe wieder zurück und tschüss dann. Ja, aber... Hä? What the fuck? Oh, wait. Das hat jetzt hoffentlich keiner gesehen. Moment. Ich muss mich mal schnell um den braven Käfer da kümmern, okay? Ich bin gleich wieder da. Bitte nicht weggehen. Oh, leg mich. Geh ja nicht auf meine Kamera! Ich schwör's dir bei Gott. Verpiss dich. Moment. Ich hab den Schein durchschaut. Das ist in Wirklichkeit ein Table Dance Bar, wenn du mich fragst. Das ist keine Taverne nicht. Da, die wackelt mit. Wer wollte vorher Tipf sein? Da habt ihr's. So, da Tipf. So. Die Hände schön brav von der Hosen weggelassen. Freunde der Sonne. Ich hab meine Hände da. Ich halte da einen Controller. Nicht, dass da irgendwie falsche Gedanken geschoben werden. Noch wo. Ja, das wird nicht funktionieren. In Assassin's Creed. Glaube ich. Ja, die sind ja super versteckt, weißt du das? Ja, natürlich. Ja, ich seh dich schon da. Brauchst gar nicht versuchen, du Hamperer. Bis das nächste Viech kommt, wo es mir einfach gnadenlos anschießt. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Alle tragen Kostüme. Wie? So, und die Frage, ich hätte einen Stachel, darf ich die bestäuben, was? Das glaube ich war nein. Okay, dann gehe ich wieder. So, was bist du? Du bist ein Welpen-Pokémon. Das ist ein Feen-Pokémon. What the fuck? Ich hab jetzt mit ein Feen-Pokémon schon so bald im Spiel. Holy shit. Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an.
Game Freak? Was habt ihr mit Game Freak gemacht und wer bist du? The fuck? What the hell? Was lese ich da gerade? Holy shit! Dieses... Ich kann jetzt irgendwie gar nicht glauben, dass das dort steht. Du sollst mir jetzt nicht erklären, wie man Innenarchitekt wird. Ich will zaubern, sie fixen einmal. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Was? Geht da was? Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Wenn du jetzt Hogwarts Legacy kaufst, dann bist du automatisch Innenarchitekt. Aha, die kennen wir ja. War ziemlich cooler auch, definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich... Oh Gott, das ist jetzt ein zweifelhaft da. Ich hab's... Nein, leider, ich hab's nicht so gemacht, wie ich es gesagt habe, okay? Holt sein Bittchen zurück. Sag mal, was ist das? 02? Oh, leck, Alter, bist du behindert. Ja, ist mir wurscht. Scheiß auf Gegnerpräsenz. Ja, einen wunderschönen Mittwochnachmittag miteinander. Habe ich der Verb. Frau Fichterli, herzlich willkommen übrigens in dem Status der Gründungsmitglieder. Ich habe nämlich, das habe ich letztes Mal vergessen zu erwähnen, ich habe meine Gründungsmitglieder mal wieder ein bisschen aussortiert sozusagen und dann bist du nachgerückt, verdienterweise würde ich sagen. Ne? Also herzlich willkommen bei den Gründern zusätzlich. Der Herr Panzerknacker habe ich dere und der Herr King of Barbecue ist auch schon am Start. Grüß Gott beieinander. Wie geht's euch? Wie schaut's aus? Haben wir gut in der Wochenmitte angekommen? Was ist Phase? Nachgerückt? Ja, nachgerückt. Du kannst deine Gründungsmitglieder bearbeiten. Und wenn du dann quasi, weil der Gründungsmitglied ist ja quasi die ersten 10 Abonnenten auf deinem Kanal. So, und da kann es natürlich mit den Monate oder Jahre passieren, dass halt einer nicht mehr da ist oder halt sich nie blicken lässt, wie auch immer. Und wenn du dann quasi deine Gründungsmitglieder quasi aussortierst sozusagen, dann rückt dann Sub Nummer 11, 12, 13, 14, 15 und so weiter und so fort. Alle, die halt nacheinander gesagt haben, rücken halt dann entsprechend nach. Und du warst sozusagen der erste neue Nachrücker. Ne? Aber ich glaube, das ist verdientermaßen so. Ja? Also, nochmal herzlich willkommen bei den, oder Gratulation zum Gründungsabzeichen, sagen wir es so. Aber gut, nur so viel dazu. Ich hab's beim letzten Mal vergessen zu erwähnen. Ich glaube, dass der Bash sogar schon da war, aber wie gesagt, ich hab keine Ahnung, im Eifer des Gefechts wahrscheinlich nicht drauf geachtet. Aber gut. Leute, wie geht's euch? Alles fit bei euch? Steht das schon so zahlreich am Start seid? So, in aller Pünktlichkeit. Schön. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, Programm habe ich eigentlich am Montag gesagt, das ist selber Ort, selbes Programm, selbe Stelle, wisst ihr sehen. Wir werden heute wieder weitermachen in Lords of the Fallen. Wir können uns noch weiterhin ein bisschen umschauen. Vielleicht werden wir heute wieder ein Mainboss sein. Ich habe nämlich jetzt vorher gerade nämlich per Zufall, habe ich wirklich nur per Zufall gelesen, die haben unter anderem den Boss, den wir letztes Mal gemacht haben, den haben sie gepatcht, dass er schwerer wird. Der war quasi vorher nicht so, wie er jetzt quasi gewesen ist, sondern da haben sie die Zügel ein wenig angezogen. Und da haben noch 3 Bossnamen gefallen. Ich weiß jetzt die Namen tatsächlich schon wieder nicht mehr, aber es sind insgesamt 3 Bosse, die sie gepatcht haben. Ich vermute, wir sind alles Main-Bosse. Die sind mit dem letzten Patch ein bisschen schwerer geworden. Also müssen wir mal schauen, was uns da noch erwartet. Also ich gehe mal davon aus, dass wir halt wieder den einen oder anderen Boss umpimmeln müssen oder umgepimmelt werden, je nachdem. Ich habe mir mal die Mühe, oder was heißt die Mühe? Ich habe mir mal die Freiheit genommen und habe eine neue Waffe auf plus 9 gebracht, weil jetzt habe ich ja die Möglichkeit dazu. Ich kann mir jetzt die Upgrade-Materialien alle kaufen, unbegrenzt. Und wir testen heute mal die Engelsaxt. Die macht deutlich mehr Schaden als unser Schwert. Und wir probieren die Waffen einfach heute mal so ein bisschen aus. Schauen wir mal, wie es uns liegt. Und dann, ja, dann sagen wir so, entweder switchen wir wieder zu unserem Rektorschwert oder wir bleiben bei der Waffen. Die war also quasi mehr so eine halbgroße Axt sozusagen. Also mehr Hacke, mehr gut, da ich fast behaupten. Die schaut auch ziemlich cool aus, die Waffen. Ich glaube, haben wir letztes Mal oder vor 2 Mal oder vorletztes Mal schon mal kurz ausgerüstet oder so und hätten wir es einmal probiert.
aber haben wir dann doch beim Schwert hängen geblieben, weil wir einfach vom Damage her nicht hingekommen haben. Aber jetzt aktuell machen wir schon ein ganz Stückchen mehr Damage mit ihr. Ich hab's noch an einem Gegner getestet, sozusagen. Weil bei dem man halt einfach die Seelen farmen kann. Das, was ich im Glockenturm schon mal gesagt habe. Genau. Und dann schauen wir mal, wie es wird. Der wird schon irgendwie hier an. Hoffe ich mal. Glaube ich, denke. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Also wir haben auf alle Fälle letztes Mal noch in Oberkalrat haben wir ja gesehen, wenn wir da noch... Wenn es der Fichteli einen Schwarz ausdrückt, dann müsste da hinten normalerweise ein Boss auf uns warten. Ein ziemlich großer wahrscheinlich auch. Ne? Also wie gesagt, wir haben quasi mehr oder weniger, wenn wir da oben rausgehen, schon, weiß ich nicht, gefühlt 100 Meter vor dem Boss. Ich weiß es nicht. Eventuell schauen wir uns das halt an. Müssen wir schauen, wie wir hinkommen. Ich hätte halt einen Plan, dass wir nochmal ganz kurz, wir müssen nochmal in das Gebiet, wo wir letztes Mal die ganze Zeit rumdümpelt haben, weil da kann man sich ja noch unterhalten, wenn es noch wisst, bei dem Setzling raus, da ist der Fette rumgerannt, wo ich gesagt habe, da in den Innenhof müssen wir uns auch noch umschauen. Das haben wir letztes Mal nicht geschafft. Da möchte ich heute anfangen. Und dann möchte ich zu dem Aufzug zurück, wo wir den Hautabzieher besiegt haben, weil da haben wir, von dem Hautabzieher habe ich nämlich einen Schlüssel erhalten und mit dem Schlüssel schätze ich, finden wir irgendwo ein Tier, da wo man nochmal... Und das hier was das ist der zweifache Super Saiyajin, die zweite Stufe, die ihr eben schon mal gesehen habt. Ja, der Herr Panzerknacker, der ist jetzt im 2. Monat. Gratulation zum Erreichen des zweifachen Super Saiyajins. Vielen lieben Dank für deine 2 Monate. Weiterhin willkommen in der Basis und viel Spaß mit den Emotes. Dankeschön. Genau. Das ist so jetzt heute einmal der Fahrplan. Und was wir halt dann noch schaffen, das sehen wir dann eh. Ja, wir haben nicht allzu viel Stress, sage ich jetzt einmal. Stream heute bis ca. 19:30 Uhr. Frau Bazi ist jetzt auf dem Heimweg, denke ich mal, von München. Und ja, es wird Stand jetzt so sein, dass wir Sonntag wieder einen Stream machen. Wahrscheinlich auch wieder am Nachmittag. Ich muss das allerdings erst einmal abklären. Frau Bazi wird nämlich morgen, habe ich schon mal erwähnt, wir morgen operiert. Ich muss natürlich schauen, wie es ihr geht und wie sie zurechtkommt und so weiter. Jetzt kann es natürlich sein, dass eventuell der Wochenendstream noch ausfällt. Aber normalerweise so Sonntag 14, 15 Uhr, as always, die letzte Zeit sollte normal fein sein. Aber ich sag's nochmal in Discord spezifisch. Und Herakles Habitieri, grüß dich gut. Schön, dass du da bist. Genau. So, ansonsten glaube ich, gibt es nichts Neues zum Berichten. Zumindest weiß ich jetzt gerade nichts. Alles, was ich sagen wollte, habe ich glaube ich gesagt. Und was ich noch nicht gesagt habe, fällt mir hoffentlich wieder ein. Und wenn nicht, dann war es nicht so wichtig. Hätte ich fast gesagt. Gut, dann darf ich vorschlagen, wir schauen einmal ganz entspannt und ganz langsam ins Spiel. Nein, ich hab mein OBS geupdatet gestern. Toi, toi, toi. Da klopfe ich jetzt extra. Ich darf jetzt am lieber meinen Kopf an die hauen, damit es wirklich. Ne? Es hat sich nichts versteht. Ich bin absolut schockiert gewesen über die Tatsache, dass sie nach einem OBS-Update nichts zerschossen hat. Für alle, die nicht wissen, was OBS ist, das ist quasi das hier. All das, was ihr hier seht, ne? Ist die Streaming-Software im Endeffekt, über die ich den Schund ins Internet rotzen kann. Ne? Aber gut. Das sagt man nicht, sonst schenkt man jetzt ruft Frau Bazia. Moment, da muss ich jetzt schnell kurz tragen. Bin gleich wieder bei euch. Nicht weggehen. So, wo waren wir stehen beim Jinxen? Ja, richtig. Wahrscheinlich werden wir jetzt wahrscheinlich das Karma dann heimholen. Und wir werden jetzt wahrscheinlich OBS so kacken. Du hast recht, jetzt nicht sagen sollen. Aber mein Gott, na, das wollte ich halt einfach einmal. Ich wollte auch die Entwickler von OBS einmal loben. Ne? Dass ein Update rausgehauen wird, das wo man macht und dann nicht alles kaputt ist. Ne? Das war ja, ne? Ihr wisst, meine Streamer-Kollegen im Chat oder halt die, wo noch nicht da sind, die wissen das. Dass man ein OBS-Update nicht wirklich gern macht. Aber okay, so, Freunde. Genug Off-Topic-Themen. Jetzt wird
zerfleischt. Mit einer neuen Waffe, hoffentlich. So. Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Nicht geschimpft, ist nur gelobt. Ja. Es kommt auf die Umstände drauf an, Mr. Barbecue. Es kommt auf die Umstände drauf an. Aber grundsätzlich bin ich nicht einmal ganz so abgeneigt von der Meinung. Wie gesagt, hängt von den Umständen ab, um was das geht. Bei OBS trifft es zu, das stimmt. Guti. Merkt grad. Ah, doch, ihr habt einen Ton, das ist gut. Wenn ihr einen Ton habt, dann ist das alles fein. Gut. Ja, habe ich gestern übrigens noch, hab mich gestern wieder mal ein wenig hübscher machen lassen. Ja gut, ob es hübsch ist, weiß ich nicht, aber gestern endlich wieder beim Friseur. Ich habe schon so einen Pelz auf der Birne gehabt, dass du sagst, gibt's das. Ich verstehe mich aber da selber nicht, warum ich da eigentlich immer länger warte, als es sein muss. Normalerweise gehe ich bei alle 4-5 Wochen so. Das passt dabei, nein, jetzt warte ich 6, 7, 8 Wochen. Und ich denke mir dann jetzt mit beim Duschen, holy shit, wo wachsen die Haare hin? Irgendwann habe ich so lange Haare wie die Jassi, so gefühlt, ne? So, Freunde, das ist besagte neue Waffe, die werden wir heute testen. Das ist quasi die Axt des Engels. Die macht 576 asozial Grundschaden plus Name physischen Schaden 361 plus 215, rechnet es aus im Kopf. Also das schallert schon ganz gut. Ich habe jetzt die 3 Runen eingesetzt, einmal, dass die Stärkeskalierung hochgeht. Einmal das Mana gewährt, wenn ein Feind getötet wird, und einmal das Gesundheit gewährt, wenn ein Feind getötet wird. Ich muss jetzt allerdings mal schauen, ob ich auch einsetzen kann, dass sie mehr Schaden macht, wenn ich sie beidhändig führe. Da muss ich jetzt einmal schauen, weil dann haben wir nämlich noch mehr Damage, und ihr wisst es ja eh. Meine Souls-like-Anfänger oder generell meine Souls-like-Verfolger, die wissen das. Nein, das kann ich gar nicht machen. Okay, abgesehen davon. Mehr Damage in Souls-likes, mehr gut. Lucky, habe die Ehre, servus benannt, ich bin einmal im Kochwerk. Merci dir für dein Kochwerk, schneide nicht den Finger und einen Gurten. Kenne ich woher, ich warte auch, aber jetzt lang, bevor ich zum Friseur gehe. Ja, und ich verstehe die Frage nicht, warum mir da nicht einfach gleich geht. Wenn ich merke, meine Haare, wenn es lang, bam, Termin aus dem zack, schnippeln gehe. So, jetzt passt's, Obacht. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das der Setzling ist, wo wir letztes Mal gerastet haben, das werden wir jetzt außerfinden. Ja. Das werden wir jetzt außerfinden. Ist leider nicht der Setzling. Oh, dann wird's aber jetzt passt so wach. Wie kriegen wir das jetzt gebacken, dass wir mir da wieder rauskommen? Wo wir da letztes Mal stehen geblieben haben. Ich glaube, es war fast gescheiter. Wir gingen. Kann man da nicht die Setzlinge irgendwie separat anzeigen lassen? Natürlich nicht. Oh, wir laufen denn da am Blädern. Ich glaube über die Abtei nach unten. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir da wieder an die Stelle zurückkommen. Leute, sorry, müssen wir ausprobieren. Das hilft jetzt nichts. Das müssen wir ausprobieren. Da haben wir ja letztes Mal gelandet. Da werden wir auch noch weiterspielen. Keine Sorge. Aber nicht jetzt. Ja, wir haben ja festgestellt, dass sich Backtracking in dem Spiel absolut lohnt. Deswegen werden wir da einmal weiter tun erstmal. Friseur, das wird mal wieder Zeit. Fichterli, just do it. Just do it. Ja gut, du bei dir als Frau ist ja nur relevant, als wie bei mir als Mann. Weil weißt, ich mit meinen paar Flammen auf dem Kopf, ich kann eh froh sein, wenn es mir nicht ausfallen. Oder dass wir noch nicht ausgefallen haben. Ne? Weil ab 30 ist ja das so ein Thema als Mann. Ne? Aber toi, da feilt mir nichts. Ich war seit 13 Jahren nicht mehr beim Friseur. Ja gut, du bist halt Vollblutmettler. Ne? Das kann ich da irgendwie nachvollziehen. Aber du pflegst ja deine Haare in gewisser Weise ja auch irgendwie. Ne? Also ich hoffe es zumindest. So, jetzt kann ich auch, habe ich die Ehre sagen. Grüß dich Gott, Wifi. Schön, dass du bist. Und Spotty habe ich die Ehre. Grüß dich Gott, Mr. Alterspräsident. Alles fit bei dir. Ja, genau. Da machen wir gleich mal wieder ein bisschen eine Shoutout-Welle. Leute, schaut's da gerne mal drauf bei den Streamer-Kollegen. Die machen alle guten Content. Für jeden was dabei. Gern draufdreschen. Draufschauen und das Following eindreschen. So wollte ich sagen.
Kostet nichts, aber hilft uns Streamer ungemein. Ja, Follower, wichtigster und kostenlosester Support auf Twitch. So gehen, wie es ist. Wie war das mit den Setzlingen? Da kannst du bei nur einen setzen. Nein, du kannst schon mehrere setzen. Du kannst aber nur immer an den zurückkehren, bei dem du zuletzt. Also, ne? Also, so habe ich bisher verstanden. Es gibt keine Ahnung, wie viele Setzlinge ich da schon habe. 10, 15. Aber wenn ich nicht als letztes bei dem gerastet habe, dann kann ich da jetzt auch erstmal nicht hin. Dann muss ich jetzt quasi erst wieder hinfetzen und dann da rasten und erst dann kann ich da wieder, weiß das eh, wie es ist. Aber das ist jetzt wurscht, weil von da aus ist das eh nicht mehr allzu weit. Dann kriegen wir das hin. Das ist jetzt nicht etwas, wo ich sage. Ich muss mich nur wieder ein wenig orientieren. Ah, genau. Wird schon recht. Zeigt es da. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Pinkton aus Tirol. Und er ist der beste Song. Ah, heute haben wir falsch. Aber. So, waren wir da durch. Mir wundert es, dass ich den Weg noch so was. So, noch Adam und Riese müssen jetzt da meine Setzlingerin sein, right? Oder auch nicht. Ja, okay, ich revidiere meine Aussage, man kann nicht mehrere Setzlinge setzen. Okay, ja gut, gut zu wissen. Gut zu wissen, man kann nicht mehrere Setzlinge setzen. Okay. Gut, also entschuldige, falls ich gefährliches Halbwissen verbreitet habe. Geht nur einer normalerweise. Wenn der Herakles das schreibt, dann wird das so sein, weil der Herakles hat das Spiel, glaube ich, schon fast durch. Oder hat schon durch, keine Ahnung. Und Reppi, habe ich dir, grüß dich gut. So, ja gut. Es ist im Endeffekt dieser Innenhof da, wo ich gesagt habe, da will ich mich eigentlich noch umschauen. Wie viele Setzlinge hat mich? Ich habe 2 Setzlinge. Weißt du was, das riskieren wir jetzt nicht, dass wir da sterben und... Moment einmal. Gut, wir hätten auch da einen setzen können, aber... Das riskiere ich jetzt nicht, dass ich da stirb und dann jetzt mal wieder den ganzen Weg da rennen muss. Das ist mir nicht wert. Weil der andere Setzling war unten vor dem Bossraum, der ist halt jetzt total irrelevant. Weil da wäre ich nicht mehr hin müssen. Na, wie ist es bei euch? Du, bei uns alles entspannt. Wir haben alle, glaube ich, gut durch die Woche gekommen. Soweit. Ich hoffe, bei dir passt alles und schön, dass du reinschaust. Ich wünsche dir und euch einen angenehmen Aufenthalt. Und Meskalin habe ich dir, grüß dich gut. Auch an dich ein herzliches Willkommen. So, wie schauen wir jetzt aus? Können wir jetzt den nochmal über den Haufen rotzen? Oder? Ich meine, ist das erste Mal über... Nein, ist nicht das erste Mal. Aber wenn er gerade da drin schon wieder irgendein so Bolzenheini umeinander rennt, da klang ja eh schon wieder. Die Waffen hat er auch, wen gibt's? Aber. Als ob. Ich hasse die Gegner, habe ich das schon mal gesagt? Bei dir ist super, ist sehr schön, das freut mich zum Hören. Ja, ja, da schaut er noch den Affenarsch da um. So, und jetzt kommt er oben geflitzt, weil sie denkt, halt das. Ist das der Ernst? Da ist er Ja, okay, da ist eine Laterne drin. Hätten wir uns den Setzling vorher gerade wieder sparen können. Ja, was soll ich machen? Bruder Jeremiah. Ein Brudi Jeremiah, Alter, haben wir jetzt. Digga, Brudi, lass knacken. Könnte schlimmer sein, oder? Ja, das auf jeden Fall. Schlimmer geht immer. Auf jeden Fall. So, wo ist jetzt der Bolzentrottel? Der ist doch gerade noch da gestanden. Ach, da ist er. Hier helfe ich ein, Entschuldigung.
Muss gleich los zum Essen. Ach so, ja, entschuldige, das habe ich jetzt überlesen, entschuldige. Mexikanisch, der brennt zweimal in der Regel, ne? Also red mir ein bisschen vorsichtig, sag, ja? Himmlische Fiole, ja, toll. So quasi, wir werfen einmal einen Melissengeist am Bimbus, perfekt. Klang der Pflicht. Oh, leck, was ist denn das? Stolz des Schmiedes, ja, tolle Wurst. Gott, wo ist die Waffen? Da ist. Klang der Pflicht. Stangenwaffe? Ja gut, okay, die macht aber... Die skaliert zwar überwiegend mit Stärke, aber teilweise auch mit Agilität. Naja, glaube ich, denke ich nicht, dass sie die rentiert. Glaube nicht, dass sie rentiert. So, die Frage, wo ich mir jetzt stelle. Reich der Toten. Da unten geistert auf alle Fälle irgendein so Pseudo-Nazgul rum. Okay. Können wir da auf? Ah, nicht. Gut. Wie schaut's? Achso, da hinten geht's noch weiter. Ja, tolle Wurst. Ja gut, dann schauen wir erst mal da hinten. Kann von dieser Seite nicht geöffnet werden. Ja, als hätte ich's geahnt. Dann werden wir wahrscheinlich da hinten durch müssen. Ne? Das werden wir jetzt ausprobieren. Hilft ja mal nicht. Okay, ich bin verwirrt. Warum macht die Axt des Engels keinen Heiligen-Schaden? Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Aber ich muss das ganz ehrlich sagen, balancing-technisch war das sonst eine übertrieben starke Waffe. Also wenn du auf diese Großaxt, seid ja offiziell als Großaxt, wenn du da noch einen Heiligschaden drauf knallst, die wo schon unfassbar hoher Grundschaden hat, dann wird die Waffen wahrscheinlich zu OP. Das hat ein bisschen was mit dem Competitive zum Tor vermutlich. Ne? Es ist nämlich auch in der Balance Note gestanden, dass einige Waffen angepasst wurden. Und ich kann es wahrscheinlich sogar nachvollziehen. Es hat ja in Elden Ring auch das eine oder andere Mal gegeben, dass einige Waffen nachgepatcht und nachgebessert wurden. Gut so, was habe ich dir? Grüß dich, gut. Wie geht's da? Also den Diralium-Splitter nehmen wir natürlich dann mit. Auch wenn man jetzt jederzeit kaufen kann. Aber was wir natürlich schon machen können, wir können natürlich auf diese Waffe Verzauberungen knallen, ne? So ist es natürlich nicht. Wir können die Waffe jederzeit verzaubern. Hat dir Elden Ring mehr gefallen jetzt, mal abgesehen von der Open World? Ja. Herakles, das ist tatsächlich sehr schwierig zu beantworten. Grundsätzlich, also Gameplay-technisch, ja, weil du sehr, sehr, wie sage ich denn, du hast eine sehr, sehr große Freiheit, was deine Bewegung betrifft. Ne? Also du hast Springer können, gut, das kannst du auch, so ist es jetzt nicht, aber du verstehst, wie man vom kämpferischen Aspekt her war die Bewegung von Elden Ring schon ziemlich geil gemacht. Was mir bei Elden Ring auch brutal gefallen hat, das ist diese derartige Waffenvielfalt und dass du da jederzeit deine Skalierung ändern kannst, was da natürlich weit mehr Möglichkeiten bietet als wie die herkömmlichen Souls-Spiele. Ne? Also ich hätte jetzt bei der Waffe sagen können, hey Brudi, ich hab keinen Bock auf Stärkebild, ich mach die Waffen Geschickwaffen. Weißt du, wie man? Das hat mir halt bei Elden Ring schon sehr stark gefallen. Aber welches Spiel mir jetzt besser gefallen hat, ob es Lords of the Fallen war oder Elden Ring, das ist tatsächlich für mich schwierig zu beantworten, weil ich sage mal,
der Meinung bin, dass beide Spiele Vor- und Nachteile haben. Was man zum Beispiel, wenn man jetzt mal, wenn man mal jetzt Beispiele nennt, was mir jetzt in Lords of the Fallen zum Beispiel richtig gut gefällt, das Backtracking wird unfassbar stark belohnt. Also du laufst zurück in ein Gebiet, wo du schon mal warst und du findest einfach einen fucking neuen Abschnitt. Ne? Das hat jetzt so, müssen die jetzt lernen, aber so krass in Souls-Likes vorher auch nicht gegeben. Also Backtracking schon, ja, aber dass du so derartig neue Gegenden kennenlernst, eher nicht. Aber um auch ein Negativbeispiel zu nennen, was in Lords of the Fallen, was mir persönlich jetzt weniger gefällt, das ist aber Teil des Spiels, damit muss man sich arrangieren. Du hast das halt schon teilweise mit sehr vielen Gegnern zu tun, gleichzeitig. Ne? Das ist halt zum Beispiel auch in Elden Ring nicht so. In Elden Ring hast du halt einmal 2, 3 Gegner und da, wie jetzt, hast du halt einfach mal 4, 5 und dann musst du halt erstmal zurechtkommen damit. Ne? Aber nichts, um da einfach ein bisschen ein Fazit zu machen, ne? Alle Souls-Spiele oder alle Souls-like haben auf ihre Art und Weise Alleinstellungsmerkmale und ich kann an jeden nur empfehlen, sich da mal ranzutrauen und diese Spiele zu testen und vor allem vielleicht auch dann zu genießen, weil die Souls-like-Spiele, egal ob es jetzt von From Software kommen oder halt von irgendeinem anderen Hersteller, haben allesamt unfassbar schöne Spiele. Sowohl von den Gegnerarten her, als auch von der Welt selber. Sehr fantasievoll und oft teilweise richtig, richtig gut gestaltet. Da gefällt mir zum Beispiel Lords of the Fallen unfassbar gut. Dieses Dungeon-Design sozusagen. Es ist einfach Souls-like oder Souls-Spiele per se gängen immer in meine Augen. Ne? Ich bin bin ja ein bisschen ein Fanboy. Gib ich auch offen und ehrlich zu. So ist es nicht. So, was haben wir jetzt da? Können wir jetzt nicht eine. Okay. Ja, der Schnitt-Set wartet auf mich jetzt. Pass auf, wir gehen jetzt da mal ins Reich der Toten, weil ich vermute, dass man da irgendwas machen muss, damit das Tor aufgeht. Und ich nur noch nicht weiß, was. Sensmon ist einfach mal Re-Hit. Okay, da oben ist auf alle Fälle eine Leiter, mit der wir da wieder runterkommen. Gut, aber so weit gibt es jetzt da erstmal nichts zum sagen, right? Schaut zumindest gerade nicht so aus. Ja gut, okay. Dann können wir, denke ich mal, anderweitig weiterschauen. Da wird man wahrscheinlich übers Dachel irgendwie runterkommen können. Vermute jetzt einfach mal. Ja, ist einfach sehr angenehm mit der Zeit, muss man sich halt einfach erst dran gewöhnen. Ja, an die Souls-Spiele musst du dich gewöhnen, das stimmt. Das ist am Anfang vor allem sehr, sehr schwer, sich da rein zu fuchsen und vor allem dann geduldig zu sein. Und das, was meiner Meinung nach für einen Anfänger das Schwierigste ist, ist sich damit abzufinden, dass das Spiel einfach darauf, also dass diese Spiele darauf ausgelegt sind, dich abzufacken und dass du stirbst. Das ist eigentlich, wenn du diese Hürde mal überwunden hast, dass du sagst, hey, okay, es ist fein, das Spiel ist dazu gedacht zu sterben. Es gibt Passagen, die haben ein bisschen ekelhaft, aber ich fuchs mir da jetzt durch. Wenn du da deinen Ehrgeiz einmal ein bisschen erwächst, dann machst du mit den Souls-Spielen ein unfassbar gutes Spielerlebnis. So, jetzt schauen wir uns in den Gebiet unterhalb nochmal an, ne? Weil da habe ich einen Schlüssel gefunden. Oder was heißt gefunden? Ich habe ihn gekriegt vom Boss, sozusagen. Ne? Also die Waffen bisher taugt mir schon. Man muss allerdings ein bisschen aufpassen mit dem Angriffstiming. Die Waffen ist ein bisschen träger als unser Schwert, aber so bisher gefällt mir die Waffen. Durchaus. Kann man sich nicht beschweren.
Das muss den Schlüssel noch mit durchlesen. Jetzt pass auf. Das war der Abflusskontrollschlüssel. Ein zerfressener Schlüssel, der Zugang zum Abflusskontrollraum der Zisterne von Kalrad gewährt. Das Metall dieses Schlüssels hat nicht nur unter dem Zahn der Zeit, sondern auch mit dem Wasser der Zisterne gelitten, in der er versenkt war. Genau, und den habe ich gekriegt, nachdem ich den Boss besiegt habe, der hier spawnt. Das ist der Hautabzieher gewesen, wenn wir nicht... Oder Hautabklemmer, irgendwie sowas hat der geheißen, keine Ahnung. Und auf alle Fälle scheint es hier noch irgendwas zum geben dann. Da hinten liegt auf alle Fälle irgendein Loot. Das heißt auf gut Deutsch, da muss es noch was geben. Aha, seht ihr, da im Reich der Toten, da geht das Wasser weg. Da hinten gibt's was. Aha, ja, haben wir es eh schon. Dann schauen wir halt mal, was da zum Sehen gibt. Die Frage ist jetzt nur... Ah. Aha, Sprungpassagen. Aha, einladend. Ja, wow. Perfekt. Kein Memo an mich, wenn wir runtergefahren haben, auf jeden Fall den Aufzug wieder aufschicken, dass wenn ich stirb, dass ich dann nicht warten muss, bis das der jetzt herum ist. Aber auf alle Fälle, ne, da gibt es irgendwas. Ich schaue aber jetzt gleich mal den Gang links rein, da wo der Bolzen, Feuerbolzen Vollidiot da steht, weil da kann man wahrscheinlich innen irgendwo noch rumrennen. Muss ich mal schauen. Ich will sehen um kein Super Mario Jump'n'Run. Ja, Lords of the Fallen setzt auch ein neuer Maßstab, was diese Sprungpassagen angeht. Kommt in Souls-Likes vor, definitiv. Ist schon immer so gewesen, aber nicht in dieser Menge. Ein Setzling eventuell unten habe ich jetzt tatsächlich überlegt, ob wir da noch einen Setzling hinknallen. Aber jetzt schaue ich nochmal, weil ich habe nur noch einen Setzling. Nicht, dass ich den später irgendwo dringender brauche und dann ärgert er mich, dass ich noch weiterlaufen muss. Also sei, ich kann dich beruhigen, in Dark Souls und in Demon Souls hast du nicht annähernd so viele Sprungpassagen. Du hast, glaube ich, jetzt pass auf, du hast, glaube ich, 2 Fallpassagen, das ist aber nicht so schlimm. In Demon Souls zumindest. Bei Dark Souls weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ah doch, Dark Souls hast du ziemlich ekelhafte Fallpassage. Einer der ekelhaftesten überhaupt im Souls-like. Schade. Weiß nicht, ob es die motiviert, aber ich sag das nur. Ja. So, wenn ich jetzt zeige, ja, okay, dann macht ja natürlich die Tiere wieder zu, dann können wir nicht mehr raus. Okay, im Notfall setze ich da den Setzling her, aber jetzt schauen wir erst einmal. Ne? Da kann man auch noch ansetzen. Wieder mitnehmen, weil das waren doch einige. Auf alle Fälle brauchen wir das Reich der Toten da an der Stelle. Okay, das Hunterl ist einfach One-Hit. Ah, das ist dann teuren, okay.
Ja, weil da komme ich auf jeden Fall nicht weiter. Da gelangt Springen auf keinen Fall von da. Da komme ich nicht auf. Die Frage ist, wie komme ich da rein? Ja, ich werde schon da lang müssen, dann können wir gar nicht drum rum. Von da unten um mich. Ja, wird schon so. Aber halt, also das ist halt schon sehr wenig Platz zum Anlaufen, gell? Muss man auch dazu sagen. Okay. Gut, im Worst Case falle ich jetzt da oben, dann ist es nicht mehr so schlimm. Warte mal. Okay. Okay, ich tue da unten einen Setzling hier, definitiv. Ich tue da unten einen Setzling hier. Ich hab so die Vermutung, dass dieser Quintessenz ist. Oder auf was ein flutlicher Meißel, eins von beiden. Aber das ist aber auch geschert, gell? Ich hab nur so einen Pfleg und muss gleichzeitig Anlauf nehmen und springen. Und dann muss ich noch im richtigen Winkel stehen. Schon gemein, schon gemein. Freue mich so drauf, als wie auf Horror. Nein, also wie gesagt, die Spiele, die haben schon schön. Also du wirst am Anfang ein bisschen Mühe haben, die ersten Male, aber du wirst Gefallen daran finden, glaub mir das. Du musst dich halt ein bisschen einlassen drauf, aber ansonsten dann geht's. Das ist nicht so dramatisch. Ich glaube, der Setzling wird gut investiert. Ist eher dann traurig um den letzten Setzling, den wir da sausen lassen haben. Aber gut, das kann ich nicht wissen, dass da hinten eine scheiß Laterne ist. Da wo wir vorher waren. Aber okay. Das ist ja das Schöne, wenn man es blind spielt, ne? Wenn man es blind spielt, dann hast du oft so eine Momente, wo du denkst, oh Gott, hätte ich jetzt... Warum? So quasi, weißt du schon? Oder auch so ein Reiz. Und schön, da habe ich direkt richtig gut. Ausrufezeichen Mathe? Wie kommst du jetzt auf Ausrufezeichen Mathe? So, ich knall jetzt da den Setzling her, damit nichts passiert. Dann werde ich da jetzt einmal schnell kurz ruhen, damit der Zeit. Und dann spawnen wir nämlich immer da herunter. Und nicht mehr da oben. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt eine gute Entscheidung war, aber ganz ehrlich, da bietet es faul, dass wir jetzt da so viel Streamzeit fürs Auf- und Offen verschwenden. Also rein damage-technisch ist die Waffe schon zauberhaft. Gell? Eine Schweigeminute für den falsch gesetzten Setzling von vorhin. Press F für den falsch gesetzten Setzling, genau. Okay. Probieren wir es halt noch. Hab ich gesagt, Mülltonne auf, oder was? Schnauze. Die haben da noch, die haben relativ easy da, ne? Und der ist auch noch easy. Und dann ist halt gar, das ist halt tricky. Die zwei letzten Sprünge, die haben halt absolut tricky. Aber das ist nicht umsonst so tricky. Das Item, was da hinten ist, was es auch immer ist was Gutes. Ne? Und ich vermute, es ist eine Quintessenz. Zur Erklärung, die Quintessenz brauchen wir, um das Ding hier, unsere Heilung, aufzuwerten. Und ich glaube, ich habe da eine auf Reserve mittlerweile. Wenn ich nicht komplett behindert bin.
Zweimal muss ich sagen, Reppi, einen wunderschönen Abend wünsche dir und einen ganz herzlichen, einen herzhaften Appetit. Viel Spaß beim Mexikaner. Mehr Ansprenner, mehr gut. Ja, Tassengeficke. Und danke für den Werk. Ja, okay, das ist halt der Jump'n'Run-Sterbe-Stream, sozusagen. Das war kein, ja, nein, das war kein Sprung. Ich hab gefettfingert. Ich geb's halt offen und ehrlich zu. Ne? Ich hab gefettfingert, alles gut. Ich hab die falsche Tasten gedruckt. Passiert auch die besser. Ne? Okay. Also wie soll es denn von da Anlauf nehmen? Ah ja, okay, perfekt. No Hutter Stangenwaffe. Also wenn die nicht gut ist, okay, dann weiß ich es aber auch nicht. No Hutter Stangenwaffe, hä? Ich verstehe die Frage nicht. Ja, wie jetzt? Ja, ich verstehe die Frage nicht. Keine Ahnung, was das ist. Also. Oh, hi, das ist der Boss. Oh, da schaut sich mal den Damage an. Oh, schaut sich mal sein Damage an. Ah, die haben zu zweit. Ja, fein. Ah. Okay, sie haben zu dritt. Ja, perfekt. Okay, das erinnert mich, wisst ihr, was mich das ganz hart erinnert? Bloodborne, Schatten von Yharnam. Ist auch ein 3 gegen 1. Da darf ich nur nicht so greedy spielen, dann gegen die eigentlich. Aua! Zupfte! Okay. Volle Esse auf die Fresse. Darfst du jetzt ruhig ausschreien, Wichterli. Wir genieren uns da nicht. Weißt du eh, wie es ist? Ja, hat auf alle Fälle.
Oder auf alle Fälle was von Schatten von Janam gehabt, auf jeden Fall. Definitiv. Kann man nicht anders behaupten. Markus Axt. Markus Axt, nicht Markus. Da ist da ein Shortcut. Ah, siehst du, Shortcut ist. Also mehr Shortcuts sind immer gut. Das heißt, wir können uns jetzt die scheiß Vollpassage durchsparen, Schatz, oder? Oha, wo geht's? Da geht's über die Gitter entlang, ja, perfekt. Aber da komme ich ja von da gar nicht um, abgesehen davon. Oder? Nein, komme ich gar nicht. Außer ich da umgehen. Nein, geht nicht, okay. Weißt du, warum Mrs. Piggy nicht bis 70 zählen kann? Nein, aber du wirst es mit Sicherheit gleich sagen, oder? Ja, okay, ich soll jetzt erst einmal schauen. Weil sie bei 69 einen Frosch im Hals hat. Ja, okay. Hashtag Bildungsstream, danke für deinen 61. Ja. Okay, aber... Oh nein, ist das der Ernst, oder was? Jetzt muss ich da auch rumspringen. Ja, okay, Freunde der Sonne, Mario Bros. Wonders Special Edition. Wow, lecker, First Try. Ich bin so ein Talentierter. Ich bin so untalentiert. Oh Mann. Jetzt habe ich den scheiß Ding nicht gesehen. Ich dachte, du gehst einfach gerade drüber. Ja, okay. Here we go again. Ja, da... Ah, Moment einmal, ich probiere jetzt da mal was. Das überlebe ich doch, oder? Oh, schau hier, das überlebe ich sogar. Ha! Also wieder noch mehr außen rumrennen, du hast aber einen Vollschuss. Birgit, habe ich dir grüß dich, gut. Da geht's nicht auf, ey? Das, was du vorher aufgesammelt hast, ist bei den Waffen. Okay. Schwert des Überbringers der Stille, linke Hand. Aber das war's nicht. Markus Axt, ja, die haben wir. Wow, leck, Alter, was ist denn das? Die macht Schwächungsschaden. Was auch immer Schwächungsschaden ist. Und das skaliert mit Stärke. Oh, Freunde, ich glaube, die werden wir offstream mal aufwerten und mal schauen, was die kann. Weil ich glaube, dass die sogar stärker ist als wir unsere. Aber was ist denn das andere, was ich gefunden habe? Da haben wir doch noch irgendwas gehabt. Irgendein so ein Wurfspeerteil. Verstehe die Frage nicht. Okay, wo er immer die Waffen ist, keine Ahnung. Aber gut. Ja, da muss es aber irgendeinen anderen Weg noch geben. Das ist nicht alles. Bin mir sogar ziemlich sicher. Da hinten ist die jetzt besucht. So aufbespringen geht nicht. Ah, aber da... Ja gut, aber da unten können wir auch niemals hin. Jetzt warte mal. Wait.
Das kannst du vergessen, da kann ich nicht rumspringen. Geht nicht. Vor allem, wie komme ich denn dann da oben hin? Ah, ja, okay, perfekt. Easy. So. Weiß nicht, ob ich da oben fallen mehr hätte. Ich glaube eher nicht. Au. Jetzt hintere. Ja! Wer schießt da schon wieder? Hey, what the fuck? Ja, du scheiß mistiger Pseudo-Gollum. Das ist so herzlich, wenn man ständig... Wo 3 Millionen Gegner umgeseiert wird. Ich vergifte da noch. Du dummes Arschloch, ehrlich. Piss dich! Meine Fresse. Nur guter Bildnis. Kann ich da irgendwas finden, dass ich aus dem Reich der Toten rauskam? Das war jetzt erst einmal das Wichtigste. Das ist zumindest einmal Lord, ja, das ist schon mal was. Da kommen wir aus dem Reich der Toten raus, das ist gut. Ihr habt den Abflusskontrollschlüssel verwendet. Perfekt. Ja, du bist mir jetzt gerade noch gegangen. Ja, perfekt. Easy. Da kannst du auch gewinnen, gell, wenn du mit dick treibst. Scheiß Arschenkopf. Ich helfe ja ein, Schuhe. Scheiß Blinkgänger. Ah, das ist eine Erinnerung, okay? My friends, I know the journey here was arduous, and that since arriving in Mornstead, we have suffered much. But take heart, for are we now not within reach of Adir himself? Do we not walk among the Rolgar, our most holy brothers and sisters, born of Adir's very own divine marrow? Those heretical servants of the betrayer, Judge Cleric, may have driven us into the shadows, but are we not used to being condemned and hunted simply for our beliefs? Rest assured. Finally, the time of Adir's righteous return is nigh, and we who have remained faithful will be here to witness him usher in his glorious second reign. Aha, ihr habt also ein Faible für ein Adir über. Ja, perfekt. So, jetzt werden wir da mal den Hebel hebeln. Irgendwas wird dann schon passieren. Weil den Schlüssel haben wir ja braucht. Himmlische Fiole, ja perfekt. So, Hebel hebeln. Was auch immer jetzt passiert ist.
Ah, da kann man die Leute oben durch, okay. Und da haben wir einer gekommen, ja, dann schauen wir da oben entlang. Geht's auch noch hinterher. Ja, super, der nächste Sensenmann. Ja, wie jetzt? Mei, das findest du lustig, gell? Wenn du ständig in deinen Drecksboom versinkst, wie so ein... Jerry, hab ich dir, grüß dich gut. Wie geht's dir? Alles fit bei dir? Ach so, da kommt man da raus. Ja, aus einem fetten Scheißdreck, dass ich da jetzt rauslaufe. Gut, dass man das mit dem Fass blocken kann. Zündungssalze, okay. Ah, da kann ich die Leute oben lassen und da komme ich aus dem rechten Toten, das ist gut für mich. Bleib mit. Warum? Jerry ist fit bei dir. So. Ich glaube, ich ach so, jetzt haben wir auf der anderen Seite. Da schau her. Starrende Wurzel ist ein Ring. Ein Ring mit einem kleinen, niemals blinzelnden Auge wirkt Umbralzauber mit anderen Katalysten. Ah ja. So, da haben wir jetzt eine Lotte. Aha. Okay. Ah, da haben wir dann da. Okay, alles klar, verstehe die Frage schon. Das ist soweit und selber, das freut mich zum Hören. Bei mir soweit auch alles im grünen Bereich. Wir machen halt wieder Erkundungstour in Lords of the Fallen. Und schauen wir mal, was wir so entdecken können. So, jetzt haben wir da, wir haben jetzt irgendeinen Hebel gehebelt und ich vermute mal, der hat's. Aha. Der hat das Wasser abgelassen. Ich hab's schon fast vermutet. Und dann kommt man jetzt da mit zu und dann passiert was genau? Ja, da bin ich jetzt, wie viel bin ich halt wahrscheinlich. Ja, gut, okay, ich bin ja dann wieder im rechten Ton, das ist fein. Überlebe ich sogar. 6 als Hashtag Pro-Gamer. Okay, super toll. Okay, da komme ich aber nicht da um. Ja gut, macht aber auch. Warte mal. Boah, leck, wie weit geht's denn da oben? Aber vom Reich der Toten aus... Achso, da komme ich wieder da oben, dann kann ich da auf, da geht's aber nicht weiter. Okay, also müssen wir mal da rein. Oder? Schaut so aus. Sehr gut. Durch die Kloake von Lords of the Fallen. Easy. Tiefen der Offenbar... Boah, leck, das ist so... Schaut, das ist genau das, was ich vorher gemeint habe und was ich auch die letzten 2 Streams schon gesagt habe. Das ist einfach so geil, wenn du Backtracking betreibst und die Namen irgendwie genauer umschaust, dann findest du ein komplett nice Gebiet. Also, ne? Lords of the Fallen at its best. Hut ab für das, was die Entwickler dort zusammengezaubert haben. Jetzt haben wir einfach ein neues Gebiet entdeckt, schon wieder eins. Richtig geil. Also es hat jetzt so ein bisschen was von den Tiefen von Moria, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber das ist fein. Seltsamer Tagebucheintrag.
Es ist eine rostige, blutverschmierte Säge, wird bei verschiedenen Ritualen eingesetzt, die mit Adieu in Verbindung stehen. Ja, perfekt. Teile dieser Notizen und Skizzen wurden scheinbar nicht mit derselben Sicherheit als sonst angefertigt. Tacitus' Text wird gelegentlich zu Kauderwelsch, zahlreichen Augen wurden hastig hingekritzelt. Im Zentrum steht die Zeichnung eines gähnenden Abgrunds. Feuer anzünden. Ah ja. Gut, ich weiß jetzt nicht, wo da der nächste Setzling ist. Die nächste Lampe ist jetzt wo da ein Setzling her. Nur da mal rasten. Weil wisst ihr eh, wer rastet, der rostet. Und da ich jetzt einmal als Souls-like erfahrener Spieler mir ganz schwer davon ausgeht, dass wenn ich da rüber renne, das Ding einkracht, dann lande ich wieder irgendwo in einer Boss-Arena. Und das bereue ich dann wahrscheinlich. Okay, das wundert mich jetzt. Scheint ein normaler Gegner zu sein. Man sagt es, das wer mies das macht, ist, du gehst auf den Gegner hin und nur wenn du das. Achso, hey, man, da sitzt einer. Eat the child! Oder nicht alles verdient, die blöde Sau. Genau das habe ich mir gedacht. Irgendwann kommt einer von einer Ecke aus und möchte die runterschubsen. Mal Lampen machen, damit nichts passiert. Aha, da unten ist auf alle Fälle schon mit Boden. Das ist gut für uns. Können wir noch unten. Okay, da hinten geht es aber mit dem Reich der Toten weiter. Da muss ich mal schauen, was es da gibt. Okay. Das war jetzt so auch nicht geplant, aber gut, da müssen wir jetzt das Beste daraus machen. Aber wir wollen das und dann einfach wieder weg aufhören. Ne? In den Müll, in den Müll, in den Müll, in den Müll. Da hinten scheint wohl eine Laterne zu sein. Eine Laterne nicht, aber ich komme von da mit dem Reich der Toten wieder raus. Schau dich zu uns, ey! Wieder wie vorhanden ist. Auf jeden Fall ein neuer Gegner auch gewesen. Okay, jetzt stehen wir da, der wir mal Lampe sind. Ein Schaufelkopf. Perfekt. Weiter, da habe ich den nach einem langen Tag im Krankenhaus und der Gewissheit, dass mich am Ernstag aufschneiden, gefreut mich auch, steht zum Sehen, Scheiß Drecks Handgelenkszene, naja, wird schon und bei euch so. Der Feierröder, von Herzen gute Besserung. Ich hoffe, ich drück da alle Daumen, Zehen und Arschbacken, die ich habe, dass die Operation gut verläuft. Schön, dass du da bist. Und merci für den Lurk. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Aufenthalt.
Also, im Stream, meine ich jetzt. Im Krankenhaus natürlich auch. Ne? Logisch. So. Ja, gut, Freunde der Sonne. Jetzt haben wir da und jetzt wissen wir nichts. Oder wie schaut's aus? Was ist da wieder für eine Hebelage da? So. Ah. Also, werden wir mal die Leiter schieben. Perfekt. So, ich will jetzt eigentlich gar nicht wissen, was da dahinter ist. Wollte mal mit der Tier ins Haus fallen. So, servus, ich warte zum Zusammenräumen, du. Wie schaut's aus? Oh, hab ich die eigentlich? Lol, das war Skill. Einfach mal mit dem Schwung von der Axt nach hinten den Gegner noch hinter mir mitgenommen. Große Terrarium-Splitter, ja, perfekt. Okay, der ist neu. Nein, der ist nicht neu. Quatsch. Alte Monster-Side-Pick. Okay, ich hasse das. Ich hoffe, dass die OP gut verläuft und willst du dann schon mal das Gehör. Ja, genau. Sehr gut. Ja, Handgelenk, generell Gelenk, ungeil. Servus. Oh, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Respekt. Hä? Wo spawnt der Vollkoffer jetzt? Hat sie sich rausgepfeilt, gell, mein Freund? Was pilzbefallener Bogenschützendolch. Sehr gut, es gibt einen Schaufelkopf aus Waffen, perfekt. Ich wollte schon immer mal mit der Erdschaufel verdreschen. Pilzbefallener Bogenschützendolch. Gut, der macht offensichtlich Gift-Damage, ne? Ist auch klar. Gesättigter Kraftschild. Ja, okay, also wenn jetzt dann ein Ballrock daherkommt, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, weil... Moment mal, haben wir von da oben gekommen? Nein, haben wir nicht. Ah, mal schauen. Oder ja, von da haben wir gekommen. Natürlich haben wir von da gekommen, logisch. Da oben haben wir drüber gerannt, passt schon. Wir sind auf dem richtigen... Oben auf dem richtigen Weg, weiß ich nicht, aber wir haben auf alle Fälle unterwegs, dass wir weiterschauen. So wollte ich sagen. Nicht auf dem Weg zurück. Da können wir eine Lampe senden. Ja, blöd, das war wahrscheinlich um eine Laterne. Setzling habe ich nämlich. Ich habe einen Setzling. Ladies and Gentlemen, gestatten die Minen von Moria. Oder so. Ja, hat schon fast was davon. Ich hab Bock nicht, dass wir da nochmal oberrennen müssen, also... Außer mit dem Gewächs. Spoiler, in dem Spiel muss kein Ring in eine Lavapfützen werfen und Sauron besiegen. Okay. Ja, sie habe die Ehre, grüß dich gut. Hallo Bazi und Geschubste. Wer ist da geschubst? Ich verstehe die Frage nicht. Möchtest jetzt du da etwas behaupten, oder was? Ja, sie, wie geht's dir? Schön, dass du einer schaust. So. Let's have a look. Ich schätze jetzt einmal, dass das gesamte Ding da ein optionales Gebiet ist. Ich glaube nicht, dass es da einen Members gibt. Ich werde jetzt da mal weiterschauen, bis dass wir mal irgendwann einmal... Ja, genau so. Ich werde jetzt da mal weiterschauen und schauen, ob wir da irgendwann einmal so eine Laterne finden und dann schauen wir uns weiter oben wieder um. Ja, das gefällt dir da drum. Geh du Arschkei wieder. Hat der mit dir geredet? Da hinten steht er.
Die blöde Sau, die despawnt einfach immer. Ja genau, das gehört ja nicht anders, du Arschkeibe. Voilà. Mir geht's gut, Feierabend, wie geht's euch? Sehr schön. Ich wünsche dir einen wohlverdienten Feierabend und einen angenehmen Aufenthalt. Ich hoffe, du hast einen halbwegs stressfreier Tag gehabt. Bei uns soweit alles im grünen Bereich. Wir haben mal wieder beim Backtracken ein neues Gebiet entdeckt. Ich weiß nicht, wo ich da Talent dafür entwickelt habe in dem Spiel, aber es ist halt nun mal so. Da hinten habe ich einen Setzling gesetzt, oder? Also wenn ich da jetzt runterfalle, dann haben wir nicht ganz so viel verkackt. Aber das ist halt... Leck mich am Arsch, Brudi, mit der Rüstung und der Axt, das ist viel weiter weg, gell? Da wird die Schwerkraft über dich richten, mein Freund. Und ich vermute... Ja gut, aber da komme ich anders da nicht hin, gell? Und wenn ich mir jetzt einfach mal pudelnockert ausziehe... Da! Der gefallene nackte Lord, ne? Hat nichts geholfen. Okay. Dann ziehe ich mich halt wieder an. Hätte ich auch sagen können. Gut, dann mache ich aber da hinten jetzt nochmal. Und daher der Titel. Die Assi hat's durchschaut. Verdammt. Ja, das spawnt jetzt der andere Vollidiot wieder, oder? Ist eh klar. Nicht die spawnen, schön da bleiben. Fast 1 Millimeter hat's gefeit. Ja, ja. Wahrscheinlich war es 1 Millimeter, keine Ahnung. Aber jetzt passt's auf, jetzt schauen wir da nochmal schnell ein bisschen weiter. Da kannst du halt auch schon mal 100%ig drauf spechten, dass du das erste Arschloch da irgendwann einmal drauf warten, wie von der Plattform zum Schubsen. Ne? Aber leck, da geht's aber noch weit oben hier, heilige Scheiße. Ich mag nicht. Schlaufuchs, die Fixheit habe ich da nicht drauf. Das macht nichts. Deutsch hab ich nie drauf. Ne? Das liegt aber an meiner Herkunft. Musst jetzt du deinen Drecksparasiten irgendwo in der Walachei haben, oder was? Das kann nicht sein. Ja, der natürlich auch, ist eh klar, zupft den. Wo ist der, oder? Das war der falsche. Ah, Ruhe ist aber jetzt, gell? So, was ist das für ein Hebel da? Der Hebel ist offensichtlich... bedient diese Kette da. Also sowas wie Aufzug wird das wahrscheinlich sein, oder? Dann haben wir den Hebel. Das war ja klar, dass er klemmt. Weil warum auch nicht, ne? Also jetzt bin ich echt momentan echt am Glauben, dass das eine Mithril-Mine ist, wenn du mich fragst. Wie gesagt, so tief wie es da oben geht, da kannst du schon bald drauf vergreien, wenn du mich fragst. Gegenzug frage ich mich, warum ich dann eigentlich oben gehe. Ne? Da wenn ich hingehe, komme ich nicht mehr zurück. Das schaut auch nicht gerade safe aus da hinten. Ja, wo? Was? Brücke von Khazad-dûm wo? Ja, die werden wir bestimmt auch noch finden.
Da brauche ich doch 1000%ig Ei. Oder auch nicht. Gesplitterter Speer. Da war auch wieder eine Laterne gewesen. Ja? Die ist ne, der Wurzelsepp. Oh, leck, da machen wir jetzt. Das ist Weißbier! Der hat sogar überlebt, die blöde Sau. Ja, toll. Mr. Werb, du wolltest die Brücke von Kasatum? Hier hast du sie. Sonst da irgendwelche Wünsche oder Anträge? Irgendwas ist, das Gebiet begeistert mich aber gerade nicht da, gell? Naja, schauen wir halt damit an, was haben wir denn zum Verlieren? Jetzt Mai, häng nicht einmal dran. Okay, da kannst du wieder aus dem Reich der Toten aus, das sparen wir uns aber das erste Mal. Aufteilung. Der Bossfight gegen Balrog, dann war's perfekt. Hey, sag nichts zweimal da, gell? Nicht, dass du wirklich noch so ein Viech. Weißt du, wenn halt jede Brücke ausschaut, wie wenn's Ei brichst, ne? Und dann nicht sicher sein kannst, ob du es überlebst, wenn du drüber rennst. War klar. Ja gut, ich fürchte fast durch das Gebiet werden wir 2-3 Mal durchrennen müssen, weil, ne, du kannst nicht alles auf einmal mitnehmen. Du kommst da wieder aus dem Reich der Toten raus. Ich brauch kein Reich der Toten Rückkehr, ich brauche eine fucking Laternenfixletten. Rudi, bin ich ehrlich, die Waffen gefällt mir. Aha. Hilla, habe ich dir, grüß dich gut. Alles fit bei dir? Wie das deiner schaust, wie geht's dir? Dann können wir auch wieder Lichter lassen. Schön, aber Hauptsache ein paar Duftkerzen können wir anzünden. Das ist da immer gut in den Souls-like. Ja? Duftkerzen boosten den Damage bekanntermaßen um 2%. Das ist irgendein fettes Gebilde. Jetzt wollte mich schon wieder irgendwer ins Reich der Toten schirmen. Hast du das gemerkt? Ne? Aber da spiele ich nicht mit. Na, Ober, geh mit dir. So. Da hinten gibt es auf alle Fälle Loot. Da kommst du wahrscheinlich hin, wenn du ins Reich der Toten gehst, vermute ich mal. So, da Kerzen noch zu hinten, hat noch nie geschaut. Wie immer alles schick bei dir und selbst Lords of the Fallen zwingt dich in die Knie. Na, da haben wir noch weit davon entfernt. Aber schön, dass bei dir alles passt. Bei mir ist soweit auch alles im grünen Bereich. Ja, da geht's hinterher. Da kommen wir wieder aus dem Reich der Toten raus. Was will das Spiel... Aha. Was will mir das Spiel sagen? Dass ich ständig aus dem Reich der Toten rauskomme.
Wahrscheinlich, dass wir nur im Reich der Toten weiterkommen. Vanille und Erdbeerduft sagt um 6,9%. Ach so, okay. Dann habe ich falsche Informationen verbreitet. Sei mal sorry. Aber muss in jedem Souls-like ein Giftgebiet geben? Warum denn? Giftgebiet, das mag ich gar nicht gern. Und irgendwas atmet da wahnsinnig schwer. Elden Ring geht etwas besser von der Hand, du hattest recht, etwas über Level, Mechanik lernen und schon stirbt man 10-mal weniger. That's what I said. Übung macht den Meister, Freunde der Sonne. Lust senkt Zeit, lernst die Spiel kennen, lernst die Steuerung kennen, lernst die Mechanik kennen und alles wird gut. Aber gefreut mich. Gefreut mich, dass du dran bleibst und gefreut mich, dass du so weit Freude hast mit Elden Ring. Ist auch wirklich ein absolut gutes Game. Kann man nichts sagen. Jetzt kann man dann wahrscheinlich irgendwie spielen. Alter, ich hab die doch gerade umgebracht. Möchtest du verarschen, oder was? Ring der Beweglichkeit. Ohne dass ich es lese, glaube ich, weiß ich, was er macht. Du bist beweglich, obwohl du im Wasser rumrennst. Wett mal? Imaginäre Wette? Nochmal. Ich sag, der Ring bewirkt, dass du dich im Wasser voll bewegen kannst. Das ist sowas Ähnliches wie in Demon's Souls. Bin ich mir 1000%ig sicher. Erhöht Agilität-Attribut. Ja, okay, fast. Ist fast. Gut, dass wir nicht eingeschlagen haben. Aber mal Elden Ring Pause, also mir hilft das mehr als jeden Tag dann. Ja klar, zwischendurch haben wir Pause machen, das ist klar. Du stumpfst sonst irgendwann ab. Immer Stück für Stück, Step by Step, ohne Stress. Du machst auf alle Fälle nichts verkehrt. Ich bin schon gefragt worden, wie das so viel ich hab's nimmt. Kann da jetzt mal irgendwo eine Laterne sein? Das gibt's doch nicht. Ja toll, da kann der einen Überrest zusammensetzen, ich hab aber keinen mehr. Da komm ich nicht um mich, okay. Meine Lampen vibriert. Warum vibriert da meine Lampen? Ich sehe jetzt nicht, dass du irgendwo aus dem Reich der Toten aussehen kannst. Mega geile Waffen, gefällt mir einfach so derartig gut. Kann aber auch sein, weil Burg Sturmschleier mit mir auf den Senkel geht. Ich weiß, dass es für ein Rotz war, wo wir im Kup da durch sind. Schon wo zum ersten Punkt der Gnade bin. Kurz verschwunden. Sturmschleier zugegebenermaßen ist abfuckend, wenn du nicht weißt wie. Ne? Okay, da können wir einen Shortcut, aber da ist halt wieder. Warum denn? Schaue ich aus wie ein Botaniker, dass ich so viel Überrest zusammen habe oder was? Jetzt machen wir auf alle Fälle den Shortcut, der Nerv, der hilft uns auf jeden Fall weiter. Da müssen wir nämlich den ganzen Weg nicht nur mehr rennen. Schloss Sturmschleier ist zugegebener...
Maßen abfuckend. Das hat mich auch eine Zeit aufgehalten. Aber... schon allein wegen die Vogelviecher, die wo da rumtun. Aber wenn du mal weißt, wie, dann geht's eigentlich. Wo geht's jetzt da lang? Ach, da können wir da zu. Ja, okay, I see. Wertlose Münzen. Perfekt. Aber so an und für sich, der Dungeon ist nicht schlecht, der gefällt mir. Also, rein optisch gesehen, ne? Man hat wenig Gnadepunkte und wenn man nicht überlevelt ist, dann ist echt eine Herausforderung. Vielleicht nicht so wie die Supertypen, die nackt mit der Keule die Oberbosse klopfen, aber ja. Ja gut, das ist aber auch nicht der Maßstab, den du dir setzen sollst, weil die Typen, die wo nackt mit der Keule das ganze Spiel machen, das sind in der Regel Speedrunner oder No-Hit-Runner. Die wissen, was sie tun. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. Das kann ich auch nicht. Ne? Aber in Sturmschleier gibt es schon den einen oder anderen Gnadepunkt, der wo da massiv hilft. Musst dir mal genau umschauen. Ich war jetzt auch mal um so einen Gnadepunkt dankbar. Sag dir, wie es ist. Ah ja. Habt ihr eine Fackel kann ich erzählen. Das ist das Wichtigste. Ja. Das haben wir alle gehofft. Wo haben wir denn jetzt wieder? Ich glaube, ich habe Mittel gefunden. Jetzt da hinten. Da sitzt ein Wächter, da steht irgendein Fetter hinten dran, da gehe ich jetzt nicht hin. Ja, der wohl ein schwerer Parasit. Ja, ist so schön. Und dieser. Komplett, das hat mir jetzt die letzte Heilung gekostet. Ja, aber woher wissen die Typen das immer, wo die langlaufen müssen? Also die Speedrunner. Schon der Aufwand, die Glitches oder Cuts zu suchen, ist doch übel. Die haben das einfach drauf. Die vermuten das einfach und dann probieren sie es aus. Ne? In Zeiten des Internets ist das heutzutage keine Kunst mehr, Bugs und Glitches rauszufinden. Ne? Es gibt ja Runs, die arbeiten mit Glitch und es gibt Runs, die arbeiten ohne Glitch. Und woher die das kennen, das ist bei denen nichts anderes, als wir tryharden und üben. Die üben die Bosse, Tour, Schuhe, Tag und Nacht und irgendwann sagen sie so, Brudi, jetzt kenne ich den Boss mit jedem Frame in- und auswendig und dann wissen die genau, wann die was tun müssen. Die sehen irgendeine Bewegung von dem Boss und dann geht's dahin. Okay. Brot noch davor gehen wir. Gut, dass da ein Felsen in der Mitte steht, der wo mir gerade ein wenig hilft. Überall. Ich werde immer nur für Laternen. Also jetzt war es aber gerechtfertigt, gell, Freunde? Ich war leck. Ich bin gerade so hart drauf, wie damals bei Resi, wo ich unbedingt da groß haben wollte. Und jetzt will ich einfach nur Laternen. Wenn der Hauptsache läuft schon wieder einer mit seiner scheiß Armbrust umeinander da.
Da geht mir schon wieder der Gickel. Oder gibt mir zumindest den Shortcut, ne? Damit ich wieder nach oben fahren kann jederzeit. War die auch schon drin, da die auch nicht nasen. Just give me something. Jetzt ist da noch so ein Heiliger. Ja, Spur, ich will nicht, dass ich irgendwo... Okay, den habe ich nicht mehr kommen sehen. Du gebe ich ehrlich zu. Zerrung. Was? Justitia? Was ist das schon wieder? Schau wie eine Waffen aus, ja. Tatsächlich sogar Waffen. Kann ich sogar. Nein, kann ich nicht dran. 34. Boah, leck, die hat 34 Stärke-Skalierung und einen Grundschaden von 205. Und macht Heiligen-Schaden. Und ich brauche 20 Strahlen. Und wie viel habe ich? 11. War eigentlich gar nicht mehr so wenig. Ist aber ein Großschwert tatsächlich. Ja, okay. So, da geht's noch mal weiter oben. Aber lass mich doch einfach bitte einen Aufzug aktivieren. Please. Irgendwas. Für was ist noch ein Testo? Ah. Verbessert der kurze Wurfspeer. Der Grundschaden macht der. 201! Macht aber sonst nichts. Hat aber Skalierung mit Stärke. Jetzt passt so macht. Warte mal, was macht denn das Beilschaden? Ah, 201, ja, okay. Bringt mir quasi keinen nennenswerten Unterschied, aber das hat Blutungsschaden, also von daher. Ja, da ist ein Setzling und ich kann nicht. Ich hab schon gesehen, dass da schon wieder einer mit seiner Armbrust hinten steht. Entweder du oder gar nicht. Leck mich am Arsch, haben wir mir vorbei rübergekommen. Bist du bescheuert? Oh, das ist eine Truhe. Boah, leck, gut, dass die jetzt... Warum auch immer die Truhe leicht, aber... Finger jetzt so, dass Munition so mal da... Jetzt hilft mir nix. Überrest... ja, Überrest zusammen war da drin jetzt zauberhaft gewesen, aber okay.
Keine Ahnung, wo du jetzt herkommst. Ob du dir von der Paralleldimension daher beamt hast, aber... So, dem sei Parasit ist auf jeden Fall mal raus. Gut. Einer ist aber noch unten, meine, oder? Boah, leck, die hab ich aber absolut nicht gesehen. Ah, die hat auch wieder einen Parasiten, die Black Kurdi. Ist denn der ihr Parasit? Ah ja. Boah, leck, ich glaube, ich hab den Shortcut aktiviert. Warte mal, da hinten ist unser Setz. Boah, leck, da hinten ist unser Setzling, das ist gut. Holy shit. Also das grenzt jetzt selbst, also für mich grenzt es jetzt an ein Wunder, dass wir da nicht mindestens einmal gestorben haben. Heilige Scheiße. Boah, Gott sei Dank. Okay, das, aber Freunde der Sonne, den haben wir verdient, okay? Jetzt hast du einen Aufzug, ja, Gott sei Dank. Boah, Leck, stell dir mal vor, du stirbst da keine Ahnung wie oft. Das, also das ist ja jetzt, sag ich mal, glaube ich, nicht gang und gäbe, dass du da First Try Deathless obrennst. Kann ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht vorstellen. Ja, das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass wir uns da dann... Wir haben noch so viel Zeit, wo wir uns umschauen müssen. Das ist, ich weiß schon gar nicht mehr, wohin. Es gibt so viel Stuff, wo wir uns umschauen müssen. Wo zur Hölle ist der, ihr Drecksparasit? Wo ist er? Für die Frage, falls die Frage kam, warum habe ich jetzt nicht groß, ganz einfach, weil ich nicht... Wow, leck, da ist eine Laterne. Weil ich nicht möchte, dass die ganzen Gegner wieder lebendig werden. Überreste des verlorenen Berescu. Ja, Herrgottseele. Der Heberdolch, okay. Ja, sehr einladend. Ich da in ein riesengroßes Maul reinrennen. Was ist das? Wer rennt denn freiwillig ins Maul von einem Megalodon? Ich verstehe die Frage nicht. I smell a boss. Der riecht bis daher. Ja, okay. Jetzt kämpft man gegen Cthulhu wahrscheinlich, oder was? Alter, ist das die Kammer des Schreckens, oder was? Ja, natürlich.
Another unfortunate made a slave to unceasing hunger. I pity you. But, as bleak as this refuge may be, it is our refuge nonetheless. Walleck. Ist das Malenia jetzt oder was? And you are not welcome here. Wie darf ich? Heinigerin Dervla, die gelobte Ritterin. Hätte ich auf alle Fälle Call of Duty gespielt. Alter, was? Ah, die Funsch, die ballert mir auch. Okay, die Waffe ist mit irgendwas verzaubert. Alle heizen du voll, du Schnullen, du Blöd. Ja, es war aber noch nicht der Das ist noch nicht der ganze Bosskampf. Ich glaube, jetzt wird's greislich. Alter, was? Okay, Boss-Design on point. Das eingehaltene Versprechen. Ja, lass mir raten, jetzt eskaliert der. Ja, genau.
Was mich ich frage, ob man in der ersten Phase auf die Treppen hat nicht umsonst da, ob man in der ersten Phase da aufrennen kann, die alte Hops nicht mehr kann, damit die ihren Hauptboss nicht Waffen haben. Aha, jetzt möcht's uns kreuzigen oder was? Wieder was? Alter, die Nägel sind mies. Wallet, Alter, bist du bescheuert? Hab ich jetzt gerade ernsthaft einen Main-Boss gefirst tried? Ist das dein Scheiß Ernst? Aber das ist ein richtig geiler Boss. Schau nur vom Design her. Hey Weiber, außer mit die Death, halt gibt's Nudeln. GSC Hoops GG. Danke, Leute. Ohne Scheiß, ich glaube, ich bin in Souls-Light noch nie einen Main-Boss gefirst tried. Sucht Reste. Sucht Reste. Okay, was hat das zum bedeuten? Sucht Reste? Aber richtig geiler Bosskampf. Von dem Design her, von der Atmosphäre her, von der Muse her. Absolut geil gemacht. Okay, den haben wir wahrscheinlich früher gelegt, als man legen soll. Und abzudanken für deine 69 Bits. Vielen Dank.
So, der mal auf alle Fälle meinen Charakter aufwerten. Das ist aber hoffentlich sowieso klar. Warte mal, was haben wir denn? Moment. Jetzt müssen wir erst mal schauen, was wir da alles gekriegt haben. Ich hab da absolut nicht drauf geschaut. Der Heberdolch war es nicht. Das Kreuz war es auch nicht. Splitterter Speer wird es auch nicht gewesen sein. Gut, Bosswaffen werden wir uns craften müssen, aber ich glaube, wir haben... Den Deralium-Brocken, den brauchen wir, um eine Waffe auf 10 zu bringen. Rosenkranz von Peinigerin Dervla, das ist quasi unser Andenken. Da können wir Bosswaffen craften quasi. Andenken an das eingehaltene Versprechen. Also wir haben jetzt im Endeffekt 2 gekriegt davon. Was haben wir noch? Ruf des dunklen Kreuzritters. Ein von der dunklen Kreuzritterin entwickeltes Werkzeug, das es ermöglicht, über große Entfernungen hinweg zu kommunizieren. Okay. Ja, krass. Jetzt warte mal. Jetzt schaue ich da nochmal hin, ob wir da vielleicht in der Welt der Lebenden sein müssen. YBO, habe ich der aus der Dönerbude. Habe ich der zurück in die Dönerbude. Los, der Schmecker. Du hast gerade einen geilen Boss versammelt. Sucht Überreste, sagen sie. Oh, heftiger Scheiß. Sucht Reste. Okay. Ja, jetzt Moment einmal, unser Capo in der Hauptkathedrale hat einmal was von dieser Devla gesagt, dass wir derer nicht trauen sollen. Schauen wir mal zu ihm, vielleicht kann uns der irgendwas verzeihen oder vielleicht gibt uns der irgendetwas. Und dann können wir auch mal in der Kathedrale schauen, was der an Bosswaffen droppt oder beziehungsweise ob die irgendwelche Rüstung droppt, die wo für uns vielleicht jetzt relevant war. Also, Leute, ich weiß, Eigenlob stinkt gewaltig. Aber ich glaube, dass ich das ganze Segment, dieses ganze Gebiet und den Boss, das hätte ich nicht besser sprengen können. Das war, glaube ich jetzt, was Souls-like angeht, wahrscheinlich der beste Moment oder das Beste, was ich an meinem Können von Souls-like abrufen habe können, was ich jemals gemacht habe. Wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern, einen Mainboss schon mal gefirst Strike zu haben. Und Retro habe ich der, sorry, ich habe die vorher gerade überlesen. Entschuldigung. So, wir können jetzt eine Waffe auf 10 bringen, das ist einmal das allererste. Was wir da erkannt. Wir haben einen Deralium-Brocken gekriegt. Und ich bin ehrlich, ich glaube, dass wir die Axt auf 10 bringen. Ruf des dunklen Kreuzritters And Dervla is dead. Good. There can be no salvation for a dark crusader who submits to heresy, for they can plead no ignorance, their perfidiousness a deliberate and eternally damning sin. Mainboss First Try, wieder noch was aus dir. Geh, du sagst du auch. Also ich glaub, wenn ich beim Soul-Genre, wenn ich da mal noch 1, 2 Spiele spiele, das glaube ich kann mein Stuff werden, wenn du mich fragst. Leave me. Rest assured, the council will hear of your holy work. Ich traue ja mal wieder, aber auch noch nicht 100%ig. Das ist nämlich meistens so in Souls-Likes. Die Personen, die wo anfangs eigentlich für die sind und auf deiner Seite haben, die haben dann irgendein dunkles Geheimnis. So. Stimmt, den haben wir letztes Mal gelegt. Was haben wir da? Panzeranschrift von Tanred, 382, 105. Eine gute Rüstung auf jeden Fall. Ist ja da eine Rüstung. Boah, die darf so geil ausschauen, aber die ist leider deutlich schlechter als die wir mir drangen.
der Panzer allein hat richtig heftig ausschaut, aber der ist halt leider zu schwach. Wir haben ja über 300 physische Verteidigung. Der darf heftig ausschauen, brauchen wir nicht reden, aber der ist leider nichts für uns. Armbrust von Peinigerin Dervla. Das ist blöd auszuplatzen, aber Schwert von der Peinigerin. Was hat denn das? Gut, brauchen wir Agilität, Kim und Sparen, bringt uns nichts. Das ist quasi ein gutes Set für Leute, die eine Mischklasse aus Stärke und Geschicklichkeit spielen. Warte mal, der hat doch... Der hat 382 Verteidigung. So, warte mal, was haben wir mehr? Okay, die ist sogar besser. Da ist, glaube ich, sogar alles besser von dem. Schauen wir mal, ob wir uns neu einkleiden können. Ja, ein bisschen. Walleck, die schaut... Walleck, Alter, die schaut auch richtig geil aus. Freunde der Sonne, Fashion over Stats hat's einmal gekostet. Jetzt haben wir Fashion... Also jetzt haben wir Stats über Fashion. Mein Boss... So, bin mal wieder weg. Viel Erfolg dir noch. Danke dir, Pillar, fürs Einschauen. Ich wünsche dir einen schönen Mittwochabend. Schön, dass du warst. Freut mich. So, hat Peter irgendwas zum Sagen? Nein, hat's nicht. Hat wie viel? Our holy work continues, wir brauchen sowieso Let zwei. Aureus' will be done. Ja, okay, was auch immer ich hier brauche für diesen Bossraum da unten, habe ich noch nicht. Das werden wir quasi erst noch finden. Also jetzt schaut er richtig fancy aus, wenn du mich fragst, oder? Brauche die 7.500 Seelen, um die Waffen auf 6 zu bringen und ich sag's euch, auf 10 zu bringen und ich sag's euch, ich werde für die Axt gehen, weil die richtig stark ist. Ich hab doch bestimmt noch so ein paar Schädel, oder? Ja. Ja, das wird mir aber wahrscheinlich alles ganz nicht gelangen. Ja, natürlich nicht. Gut, dann haben wir ja halt einiges abgegrast, sozusagen, ne? Bisher. Wir haben uns unterhalb von dem, ne, in der Zisterne umgeschaut, da haben wir einen Mainboss gefunden, scheinbar. Oder einen großen Boss. Wir haben uns dann in dem Innenhof nochmal umgeschaut, da haben wir nichts gefunden. So. Das heißt, wir haben jetzt Oberkalrat noch übrig, da wo wir letztes Mal schon die Flamme von dem Mainboss gesehen haben. Und wir haben die Abtei übrig. Das heißt, wir schauen uns jetzt erstmal in der Abtei weiter um. Und wir haben das Eisgebiet, das haben wir auch noch. Ja, das Eisgebiet müssen wir uns auch irgendwann noch anschauen. Ja, es gibt so weit zum Singen, ich weiß, ich bringe das alles zeitlich hin, einen Stream ja gar nicht unter. Aber es ist doch, glaube ich, gut für uns, oder? So, jetzt tun wir da weiter. Da haben wir auch gestern noch Stäblein. Ja, jetzt haben wir neu eingekleidet. Wir schauen jetzt ein bisschen fancier aus, wenn du mich fragst. Immer, glaube ich, schon ein bisschen was machen. Halt's Maul! Aua. Oder soll der jetzt persönlich kommen? Passt, die gelangen. Dann können wir uns noch schnell aufwerten. Beziehungsweise die Waffen. Weil ich bin ohne Scheiße, ich bin immer noch so geflasht von dem Bosskampf. Eine Waffe vollständig aufgewertet. Nice.
Bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass das vielleicht ein bisschen verschwenderisch gewesen ist. Weil ich kann mir vorstellen, dass du diese Brocken nicht die haben bestimmt pro Run begrenzt. Also ich glaube nicht, dass du die irgendwann kaufen oder farmen kannst. Das ist so ähnlich wie in Bloodborne. Oh, wie hat da die höchste Aufwertungsmaterialien geheißen? Blutstein irgendwas? Blutsteinbrocken? Kann das sein? Weiß ich nicht mehr, ist schon lange her. Und der war ja auch auf ein Stück pro Run limitiert. Blutbrocken war es genau. Da. Da kommt schon der Hund daher. Wolle gibst durch die Mauer durchgedroschen, perfekt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ein Peng-Peng machen. Also mal aus dem rechten Boden raus. Ja, und da gibt es einen Shortcut. Ah, da können wir wieder an der Laterne raus, okay. Ah, wie ich gestern vermutet habe. Ja, Hund, komm du doch mit zu mir. Also Damage, ne, der läuft. Oh, sollte man mal... Oh, leck. Sollte man mal Aussicht genießen, Freunde, wenn wir dann da oben die Gegner wegrasiert haben. Wie schaut's aus? Oh, hi, Wuffi. Ja, fein ist er. Ja, war klar. Oha, die hält da... Wolle, die hält da mehr aus, als ich gedacht habe.
Alter, was geht mit der ab? Wow! Perfekt. So, Freunde der Sonne, ich darf vorschlagen, das ist einmal ein kleiner Blick wert. Ja, okay, es ist ein bisschen sehr neblig. Okay, man. Doch nicht. Es ist leider ein bisschen zu sehr neblig. Ja, man sagt leider nicht wirklich was. Das war jetzt selbst die Spielehersteller, da hätten wir schönes wieder machen können. Ne? Da hat man jetzt einen super Blick über die ganze Welt haben. Aber okay, ja, man auf hohem Niveau. So, da oben war eine Leiter. Und eine Kiste. Beschwerte Pfeile und Munitionstasche. Oder doch kein Leute, aber mich da täuscht. Wo mich da jetzt. Ach so, das ist das Kleine, das war ausgeschaut hat wie Leiter, okay. Okay, der steht hundertprozentig auf Sarumasu. Ja, das war klar, dass du warst, bis dass ich daherkomme, oder? Da renn du mal ganz woanders hin, damit nämlich nichts passiert. Ah. Alter, es ist 19 Uhr und mir kommt so vor, als war es 21 oder so. Ja, ja, willkommen im Herbst. Das haben wir Frau Bazi und ich jetzt letztens auch schon besprochen. Okay, das ist dann wieder sowas wie ein Shortcut. Oh, leck, hat mich jetzt geschreckt. Teepflanzen, danke für dein Following. Habitäre, grüß dich gut. Irgendwer schnauft da schwer. Aha. Rex, geht sogar durch die Mauer durch. Aua. Wenn der mit seinem Kopf aufschluckt, dann tut er mal einen Gang, einen sauberen. Da oben geht die rum, das sieht immer schon, wer schnauft denn da die ganze Zeit? Aha, da ist wieder Kiste. Besser die Granaten und eine Munitionstasche, ne? Okay. Da kommst du aus dem rechten Punkten raus. Aha.
Ah, da geht's auf, okay. Ja, müssen wir uns ein bisschen orientieren, wo es da wo jetzt weitergeht oder auch nicht. Aha. Da geht's dann weiter auf, okay. Hey! This tree grew from a seed into what you see now in a single day. One of Judge Cleric's miracles to edify her disciples. There once hung from it an ancient banner carried into battle long ago by Our Lady herself. A symbol of more virtuous times. And one torn down and disgraced since. Lampbearer, if you should find the pieces of the banner during your journey, bring them to me. I'll mend what's been broken, carry it with me into the heart of the Empyrean, and present it to Judge Cleric as a reminder of what the hallowed Sentinels once were. I have too much hallowed Sentinel blood on my hands to expect or deserve redemption, but I must do what I can for those who can still be saved. Okay, das ist seine Questline. Aha, da ist ein Eisentyp. Gefährliches Unterfangen. Hey du. Mag er nicht, oder? Kircht er sie? Hallo? Ach komm! Er hat mich der jetzt nur mit erwischt, oder was mich verarschen? Haben wir des ketzerischen Wächters? Okay, da geht's nicht weiter. Aber da unten ist ein Ausgang, das schauen wir uns jetzt so schnell geschwind an. Ich glaube, dass ich aber da einen Setzling herhau. Je nachdem. Weil da gibt es im Reich der Toten auf jeden Fall was. Oder auch nicht. Also außer die Erinnerung halt. Okay. Was hilft mir das jetzt? Ah, da geht's noch um zu, oder was? Ah, da geht ein Lotter auf. Okay. Aber sonst kann ich da jetzt nichts tun, oder was?
Oder ist das wieder... Achso, das ist wieder eine Sprungpassage. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, perfekt. Perfekt. Ja, haben wir schon gut. Das haben wir schon gut. Oh, leck. Oh. Ja, okay. Das tun wir jetzt noch schnell probieren. Wir probieren jetzt den Eisboss nochmal. Den, wo wir letztes Mal, oder vor ein paar Streams, noch gescheitert haben. Ich glaube, dass wir mittlerweile tanky genug sind, dass wir den schaffen könnten. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der anfällig gegen Feuer ist. Den probieren wir noch schnell. Das ist leider nicht so optimal, damit das Vieh jetzt sofort. So, da müssen wir eigentlich die 3 Hunde erst einmal ausschalten. Beziehungsweise die 3 Hunde haben... ja, ich sehe gerade gar nichts. Perfekt. Das ist so mies. Ich muss einen Parasiten weg tun, ich muss die 3 Hunde wegklöppeln und dann... Der wäre das Viech auch nochmal. Perfekt. Okay, alles klar. Perfekt. Ich hab dem Wächter dem Boss keinen einzigen Treffer verleihen können, weil ich mehr damit beschäftigt bin, andere Sachen hops zum Nehmen als den Boss. Perfekt. Ich hol zwar jetzt ein bisschen mehr aus, aber ja. Es ist nicht so einfach, wenn die dann 3 Hunde hops nehmen wollen. Da geht mir nur darum, dass ich voll heal bin.
Der hält halt einfach nichts aus, das ist das Problem. Der Boss war so lächerlich, der Boss ist richtig lächerlich, wenn die 3 Hunde nicht haben. Wo gibt's so Apps? Oh, und vor den friedlichen Meißel. Können wir unsere Laterne aufwerten? Okay, mit dem haben wir jetzt nicht gerechnet, dass wir den da kriegt. Boreas, may your grace sustain me in these most desperate of days, and in the darkness through which I follow. It seems that Überreste von Swanel. Genau, die Spiele weiterhin offen halten. as ever, I turn to you in my moment of doubt, and will endeavor to remember that this role which perturbs me so is merely a necessity in the performance of your will. And in that, I vow to be resolute. Please continue to hold my brother Samuel in your radiant embrace forevermore. In light we walk. Okay. Holy shit, wir haben einen Schneegebiet. Oh, musst jetzt du Drecksvieh noch spawnen, jetzt 1 Meter vor der Laterne, oder was? So. Friends of Cezanne. Schneegebiet, wo auch ein Mainboss wartet. Scheinbar. Offensichtlich. Ne, wegen dem Leuchtfeuer da. Aber ich glaube, wir machen dafür heute einen Cut. Ich glaube, das passt ja. Wir haben auf alle Fälle 2 Tagesordnungspunkte abarbeiten können. Wir haben uns in den Innenhof in der Burg noch mal ein wenig umgeschaut. Ich meine, wir haben da bestimmt noch irgendwo was übersehen. Das ist, glaube ich, das Gebiet ist da einfach ewig groß. Und wir haben einen Mainboss gelegt. Und das ist, glaube ich, auf First Try einen Mainboss gelegt, ne? Will ich noch mal dazu sagen. Hey, und wir haben einen Stream. Wir haben es geschafft, ohne dass der Stream crasht. Holy shit. Das ist doch zauberhaft. Freunde der Sonne. Wir tun da an dieser Stelle am Sonntag weiter. Okay? Sonntag, also voraussichtlich um 14, 15 Uhr, wahrscheinlich 14 Uhr, je nachdem, wie es der Frau Bazi dann geht. Aber das sollte eigentlich fein sein. Ja, auf die Sonne. Ist eh klar. So, Freunde der Sonne, haben wir uns unterhalten gefühlt? Wie schaut's aus? Hat's eng getaugt? Ich hoffe doch. Ich hoffe, ich habe ein wenig eine Unterhaltung bieten können, aber ich glaube schon. Wie gesagt, ich muss noch mal dazu sagen, ich hätte nicht geglaubt, dass ich einmal einen Mainboss blind first tryen kann. Und der war wirklich, der hat mir richtig gut gefallen, der Boss. Vom Design her, von der Welt, also von der Arena her, war wirklich ein geiler Boss, definitiv. Weil wir auch probierst. Achso, du kannst es auch nicht nochmal probieren, gell? Schau, ich bin hier mal so frei. Mir ist ja übrigens vorher aufgefallen, bei der Fichteli geht man noch also quasi ein Zeilenkommand, was da getriggert wird, wenn du deinen Shoutout, dein Welcome Sound triggerst. Das habe ich leider noch nicht, das habe ich aus welchem Grund auch immer vergessen einzubinden. Du hast es ja nicht mal gemacht bisher. Ja, doch, da oben, oder? Also Ausrufezeichen YBO willst du zumindest aber schon mal eingeben. Aber gut, Freunde, am Sonntag, wie gesagt, voraussichtlich um 14 Uhr, 14, 15 Uhr. Ich sag's euch in Discord Bescheid, bitte Leute, wenn es noch nicht drauf seid, meine eindringliche Bitte an euch, kämmt da gern drauf, da kriegt ihr es mit, wann ich live gehe, vorzeitig. Ja, da kriegt ihr es 2, 3 Tage vorher, kriegt ihr da einen Streamplan, wann ich live gehe, an was für einen Tag, was für eine Uhrzeit, mit was für Spiel ist momentan klar, wir werden halt wohl lots auf die Fallen weiter grinden, ist eh klar.
Also wie gesagt, kommt gern drauf, da kriegt es mit. Oder machst du so wie die Teepflanze heute, druck kostenlos aufs Following, dann kriegst du es auch mit, wenn ich live gehe. Das darf mir unfassbar schwer helfen, es darf aber nichts kosten. Bitte, Dankeschön. Quarktaschen, nicht dass du wüsstet, war dann das Handy. Wo du nicht dran sitzt, oder wie, oder was? Mehr Quarktaschen, mehr gut, bei der Frau Lee. Mehr Quarktaschen sowieso mehr gut, da war es direkt aus. Ich meine, was wäre Fichterli ohne Quark... Ja, nein, vergiss es im Fall, das wollte ich jetzt nicht... Nein, das ist cringe, lassen wir das. Okay, die Hüterin der Quarktaschen. Genau, der Fichterli ist jetzt die Hüterin der Quarktaschen. Das hast jetzt du gesagt. Das hätte ich vielleicht heute in meiner Insta-Story schreiben sollen. Ja? Hüterin der Quarktaschen. Dann hätte ich gleich mal einen massiven genderfeindlichen Shitstorm passiert. Aller Wahrscheinlichkeit noch. Und ich bin raus. And she's gone. Super. Hast perfekt Hinbruch gut zu Fuß. Schäm dich. In die Ecke mit dir. Nächster Stream, Core Welcome Sound für die. Na, Schmarrn, war Spaß. Freunde der Sonne, ich schaue mal schnell, zu wen ich euch noch wärmstens schicken kann. Ich glaube, da gibt es bestimmt etwas. Ja, ich gehen wir mal wieder zur Mia. Bei der Mia haben wir schon eine Weile nicht mehr gewinnt. Das spielt Chillers Art the Kidnap. Keine Ahnung, was das ist, wird schon passen. Wenn du mich fragst. Da waren wir schon eine ganze Weile nicht mehr. Da gehen wir heute mal wieder hin, okay? Mia ist eine sehr zauberhafte Streamerin, die macht... es ist Horror, ja perfekt. Horror November. Wer hat Bock auf Horror November? Ich glaube jeder. Wenn sie ihn schon bei mir nicht kriegt, dann halt woanders. Mia kommt aus Österreich, die spricht aber sehr gepflegtes Österreichisch, also nicht so krasse Mundart, wie es ich da betreibe. Lasst bei der auch gerne ein Following da, die hat es auf jeden Fall auch verdient und die freut sich mit Sicherheit auch, wenn man ein bisschen die Support-Blutgrätsche der Basigang auspackelt. Also bitte schön, gebt es einen Ruck, wenn ihr es noch nicht da habt und drückt einmal ganz fest das Herz bei ihr, okay? Ich sag wie immer vielen lieben Dank für die rege Teilnahme an meinem Stream, an meinem Schund, den ich da ins Internet pflanze. Ne? Danke nochmal für die Bits und für die Resubs heute. Vielen Dank an der Stelle. Wir sehen uns, wie gesagt, voraussichtlich am Sonntag wieder mit Lords of the Fallen. Da tun wir dann da weiter. Ich weiß noch nicht wo, entweder im Schneegebiet oder wir gehen jetzt dann in Oberkalrat nach zum nächsten Boss. Müssen wir mal schauen. Irgendwas fällt uns schon ein. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Vielleicht tun wir in der Abtei weiter. Müssen wir mal schauen. Wir haben auf alle Fälle relativ viele Möglichkeiten, was wir content-technisch in Lords of the Fallen noch anfangen, offensichtlich. Ach so, du hast es eher vom Sei erwartet. Ja, richtig, genau. Von dir bin ich sowas eigentlich nicht gewohnt. Aber ist fein. Ne? Leute, macht's einen schönen Abend. Ne? Haut's euch eine. Eine schöne Restwoche euch, sollten wir uns nicht hören. Und ich sage einfach dann einmal ganz freundlich bis Sonntag, voraussichtlich. Ne? In diesem Sinne, viel Spaß bei der Mia. Wie gesagt, Liebe da lassen. Und wir hören uns dann am Wochenende wieder. Für euch. Und merci nochmal für euch. Servus.